Wir zeigen euch 3 Häuser, die perfekt in ihre Umgebung passen. Mitten auf der Wiese, direkt am Berg und auf einem einsamen Feld. Erstens das Haus auf der Wiese. Wie ein Schmetterling sollte sich dieses Haus auf die Wiese legen. Das war zumindest die Idee. Hier gibt's keine Ecken. Innen und außen ist alles rund. Zwar lassen sich deswegen keine Bilder aufhängen, die braucht es aber auch gar nicht, erzählen Susanne und Martin. Wir hatten einige Planungen gemacht, auch hier unsere Kunst, die wir gesammelt haben, über die Jahre hinweg aufzuhängen. Und das ist uns eigentlich dann nicht geglückt, weil die Wände, wie man ja auch wahrscheinlich sieht, als eigenständige Skulptur wirken, die Stimmungen aufnehmen, die von draußen hereinkommen. Und so sind wir auch bis zum heutigen Tag eigentlich noch nicht dazu gekommen, viel Kunst aufzuhängen, weil wir es immer noch genießen, wie diese Verschneidungen der Wände und so weiter miteinander wirken. Und das genießt man nach wie vor. Würden die beiden das gleiche Haus nochmal so bauen? Es ist eine ganz besondere Atmosphäre. Das hat mit diesen geschwungenen Wänden hat es auch einen gewissen Flow. Und also ich muss sagen, es fühlt sich eigentlich jeder sehr, sehr wohl hier. Und es ist ein sehr ruhiger Ort, aber auch gut lebendig, wenn Besuch da ist oder die Familie da ist, die Kinder. Dann hat sich das für uns so bewährt, wie unsere Vorstellungen waren. Wie das Haus gebaut wurde und wie es jetzt aussieht, könnt ihr euch in der großen Doku anschauen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Zweitens, das Haus am Berg. Roh wie eine Felswand fügt sich das Haus von Stefanie und Boris in die Voralpenlandschaft bei Bad Kohlgrub. Auf den rechteckigen Grundriss bauen sich Betonwände und Glasfronten auf. Die lassen viel Licht in den Wohnbereich und bieten eine grandiose Aussicht. Das Dach scheint über dem Haus zu schweben. Keine leichte Aufgabe beim Bau. Einer der Grundgedanken bei der Planung war, dass sich Beton, Glas und Holz unverbunden aneinander anschließen, ohne Rahmen. Das spart auch Baukosten. Ich habe eine Betonwand. Jetzt wird hier das Glas reingestellt mit den 3 Scheiben. Und hier kommt jetzt das Holz. Und das wird jetzt nur hier für die Wärmedämmung aufgedoppelt. Vom Wohnzimmer aus hat Stefanie einen perfekten Blick auf die Berge. Einen Fernseher braucht es da kaum. Es ist einfach so ein Naturschauspiel. Ja, wir haben halt teilweise dann auch Rehe, die da über die Weide hoppeln und alles Mögliche. Also es ist wirklich ein Platz zur Meditation fast schon. Es ist außergewöhnlich und irgendwie passt so ein bisschen, glaube ich, auch zu mir oder ja, auch zu meinem Geschmack auf jeden Fall. Und es fühlt sich sehr wohlig an. Es ist was Besonderes und es ist ein Wagnis, aber ich würde es jederzeit wieder so machen. Wie die Nachbarn das Bauvorhaben aufnahmen und wie man kreativ mit Bauvorschriften umgehen kann, die ganze Geschichte gibt's in unserer langen Doku. Link in der Videobeschreibung. Drittens, das Haus auf dem Feld. Noch viel weiter weg von Stadt und Zivilisation befindet sich der alte Einödhof von Andrea und Reinhard. Das Architektenpaar hat sich viel vorgenommen. Sie wollen ein Haus im Haus bauen, mit Glaskuben. Da sieht man jetzt den ganzen Hof mit dem Wohngebäude, dem alten, mit anschließender Scheune. Dahinter die Küche, die wir auch wieder als Küche nutzen. Und in die ehemalige Speise haben wir ja ein ganz kleines Badezimmer eingebaut. Dann geht man nach hinten, sowohl vom Stall als auch von diesem kleinen Durchgang her und kommt in die Durchfahrt, die ja offen bleiben soll. Also das ist ja dieser hohe Teil mit den großen Flügel- bzw. Schiebetoren. Und dahinter die Scheune. Und da soll dieser neue Hausteil reingebaut werden. Etwas dunkler der eigentliche Wohnraum oder beheizte Wohnraum. Und im Obergeschoss geht es dann weiter. Dieser Teil ist zweigeschossig, der bleibt offen und oben noch mal ein Wohnteil und rausgezogen noch ein kleiner Alkoven, der hier auch die alte Fassade durchbricht. Nur in dem Teil, ansonsten bleibt man ja mit der Hülle, folgt man eigentlich dem alten Volumen der Scheune. Das machen sie sich nicht leicht. Ihre Baumaterialien sollen regional, nachhaltig oder sogar Secondhand sein.
In kleinen Schritten geht es voran. Einige Räume sind schon fertig eingerichtet. Die Mischung aus modernem Design und alter Bausubstanz machen den besonderen Reiz in dem alten Hof aus. Also ich wohne jetzt hier. Ich bin mittlerweile zu Besuch in München. Also ich arbeite hier. Rundherum als, ja, egal als was, also als Hausmeister, als eben Handwerker in Maßen. Ja, ist gut zu gebrauchen. Würdet ihr aufs Land mitten in die Natur ziehen? Oder braucht ihr den Trubel in der Stadt? Schreibt es uns in die Kommentare. Wie das Haus nach und nach gewachsen ist, erfahrt ihr in der langen Doku. Link in der Videobeschreibung.